Die freuen sich, wenn sie wieder oben sind. Christina Potschacher bringt die zweite Gruppe Ziegen auf die Zwieselalm oberhalb von Bad Reichenhall. Genauso viele Helfer wie Ziegen gehen mit ihr. Christina, warum müsst ihr jetzt jede einzeln führen? Wir haben keine Durchtriebsgenehmigung. Ich meine, die beißen dann doch ab und zu mal was an und so. Wenn man es halt freilaufen lässt, wahrscheinlich nur mehr. Aber so funktioniert das ganz gut. Wir haben genug Leute, die was dieser Spaß macht, die wir schon seit Jahren immer wieder dabei haben. Und habt ihr es früher getrieben? Eine Zeit lang schon, da haben wir immer die Leitziegen quasi angehängt und der Rest ist mitgelaufen. Aber so ist für die einfach stressfreier. Ja. Das hat sich die Erfahrung so gezeigt, dass es einfach besser ist, wenn wir es führen. Und auch mit den Leuten, weil viele haben Hund dabei und so, die erschrecken sie immer ein bisschen. Die haben bei uns nur zur Landschaftspflege, damit die quasi den Hang von der Alm ein bisschen pflegen. Das ist wichtig für die Artenvielfalt, weil sonst dann uns alles irgendwann zuwuchern und dann gibt es keine Blumen mehr, keine Insekten mehr. Ich hab Durst. Grüß euch. Servus. Ja, super, hat's gut aufgegeben. Ja, dann muss ich gucken. Also, alle Bandeln aber da. Super, gut gemacht. Vielen Dank für eure Hilfe. Christinas Vater, Andreas Potschacher, ist mit Unterstützung dabei, die Weide zu unterteilen. Das ist echt leidig da, gell? Der Außenzaun ist schon fertig. Der Außenum ist ein Wolfsschutzzaun. Also den gibt es gesponsert, Landwirtschaftsamt. Ach so, Weil von der Regierung. habt ihr ja Wölfe? Wir haben hier und da Wölfe. Noch nicht so oft, Gott sei Dank. Die sind eher im Achental da, Marquardt-Stor da, sind viel. Bei uns sind sie vereinzelt. Ehrlich? Ja, die haben wir hier und da mal so. Die sind aber alle auf der Durchreise, kann man sagen. Ah, die suchen ein neues Revier. Die suchen sich ein neues Revier und sind halt da auf der Durchreise. Und jetzt haben sie halt gemeint, dass wir auch vielleicht, wenn wir da wirklich abgelegen sind, wenn keiner da ist, dass wir einen Wolfsschutzzaun machen. Ja, und hast du schon mal einen gesehen? Nein, bei uns noch nicht. Oder gehört? Der nächste, was da war, der war da unten 7 Palfen. Also das ist das Gebiet, der Wald da unten. Da war einer. Da ist einer auf der Wildkamera gewesen. Aber sonst war Gott sei Dank noch nichts. Aber ihr macht es jetzt mal. Ja, vorsorglich. Weil es werden mehrere, sicher. Also ist es dann sicher oder ist es dann nur so, dass ihr, wenn ihr den Zaun habt, dass es dann ersetzt Dann kriegen wir es ersetzt. Also sicher ist keiner. Sicher, also glaube ich, Wolfsschutzzaun, das haben sie halt auch überlegt, dass der so ausschauen muss, aber ich glaube nicht, dass er sicher ist. Also ganz schön Gach da auf und wenn du das alles einschlagen musst und so, das ist. Ja, wir müssen den noch weg da, Sommer. Also der ist die 6 Monate da und dann kommt er wieder weg. Und da brauchen wir eine ganze Woche, zu 4, zu 5. Dass wir den wieder umziehen. So 1,2 Kilometer. Aber überall teilweise Steilgelände da hinten runter, da geht es schon richtig knackig runter. Einfach mal über den zweiten Isolator und dann müssen wir wieder runtergehen, langsam. Jedes Jahr muss der Zaun neu aufgebaut werden, denn im Winter hält er dem Schneedruck nicht stand. Den hängen wir jetzt gerade so ein. Ja, aber langsam, nicht schmeißen. Aber kann man alles schneiden. Ja, dann schneiden wir ihn auf. Schau, dass du einen guten Tritt hast. Okay, so können wir nachspannen. Wir kriegen jetzt da noch ein bisschen Mineralfutter. Nachdem es so anstrengend war beim Aufgehen, schaut das nicht. Komm, Eli. Und wie lange habt ihr das Ziegen herum? Wir haben es jetzt ungefähr seit 10 Jahren herum. Und man merkt schon ziemlich einen Unterschied. Auch man merkt schon ziemlich einen Unterschied von der Wiesen her. Weil wir hatten ein paar Schneefelder, also die was dann abgerutscht sind, haben so einen Schaden gemacht. Und da ist dann nichts mehr gewachsen. Und seitdem die jetzt hier oben haben, wächst das alles wieder zu. Man ist ja auch Dünger dann, wenn die oben haben. Und auch richtig schön mit Kräutern und Blumen, so wie es auf einer Alm sein soll. Und es verbuscht halt nicht, gell? Oder Genau. Also die Latschen, sieht man da überall oben, waren die Latschen eigentlich, die da runterwachsen. Und
damit nehmen die ja einen Lebensraum weg von den ganzen Insekten und so. Auf der anderen Seite des Staufenmassivs, zu dem auch der Zwiesel gehört, liegt die Steiner Alm. Die Alm ist noch nicht für Gäste geöffnet. Kathi Hartl ist am Vorbereiten. Jetzt noch mal ein bisschen ausputzen noch. Sagen wir so, in Herbst putzen und im Frühling, wenn wir wieder mit dem Aufkommen, müssen wir wieder ein bisschen da putzen. Und ja, dass es halt wieder schön ist. Alles miteinander. Und hast du noch nicht richtig offen jetzt? Nein, wir haben alles noch ein bisschen Übergang schon. Aber ab nächste Woche geht es dann wieder los. Dann wird es wieder lustig. Dann schauen wir, was wir gleich machen. Du, Kathi, wie lange gehst du schon auf der Alm? Wie lang? Seit 41 Jahren bin ich jetzt da herum auf der Alm. Ja, schon eine lange Zeit. Also kann ich schon ziemlich lang zurückschauen. Okay. Und bist du immer gern aufgegangen? Ja, schon, ja. Das ist irgendwie ein Herbst, hast du eigentlich freust dich runter, dass du wieder runterkommst, aber ein Frühling treibt es dich genauso wieder hinauf. Also das glaube ich, wenn man mal drin hat, dann ist das fast wie eine Sucht. Aber es ist schön. Also das ist ja halt ein ganz anderes Leben wie unten. Gell? Es ist halt doch, wie soll ich sagen, du hast halt die manche Annehmlichkeiten nicht, was manche aber brauchen oder so. Du lebst halt wieder eigentlich ganz normal. Also wenn es mir einen Strom abdrehen oder was, war mir eigentlich, hätte ich kein Problem damit. Also weil ich halt gewohnt bin, dass halt manche Sachen nicht so gingen wie unten. Und der Emil, wo hast du den her? Der Emil, der ist mir mal herumzugelaufen auf der Alm herum. Das ist schon über 8 Jahre ist das her. Und dann hat man mit heimgenommen zu unseren und die haben ihn nicht mögen, unsere Katzen. Und dann habe ich ihn wieder aufgefahren. Dann habe ich mir gedacht, entweder er bleibt oder er geht wieder, aber er ist dann doch geblieben. Also er ist seit über 8 Jahren herum. Aber der ist ja da herum zugelaufen, auf der Höhe? Ja, genau. Ach so, und dann bleibt er im Winter herum? Genau. Und den taugt es da voll gut. Und er hat schon seine Untertanen, die was ihm zeigt zum Fressen bringen. Also sagen wir so, er ist eher der Chef da herum. Die Steiner Alm befindet sich auf dem Gemeindegebiet von Piding, wo mitten im Dorf der Hof der Familie Hartl lag. Dort gaben sie die Landwirtschaft auf und zogen nach Maria Gern bei Berchtesgaden. Die Alm am Staufen mit der Kapelle haben sie behalten. Und das ist eine Kapelle? Ja, die hat mein Schwiegervater hat die gebaut. So viel ich weiß, hat er die gebaut, weil er vom Krieg wieder gut heimgekommen ist. Und da haben sie damals das da hergebaut. Das Bauernsach war früher in Piding. Und wir haben dann aussiedeln müssen aus Piding, weil das ist mit dem Zubauen ist das ein bisschen schwieriger geworden. Und da haben wir dann in Maria Gern haben wir dann eine Bauernsache. War im Dorf drin, war es nicht mehr gegangen mit den Viechern. Da bist du dann so angeeckt, weil, ja, wenn du da am Wochenende geheigt hast oder so, dann haben die Nachbarn schon, die was dann neu hergezogen haben, haben halt dann geschimpft und Zeigel. Und Silvester haben sie uns dann auch teilweise so Kracher Richtung Stall geschmissen und so. Und dann irgendwann haben auch die Buben gesagt, sie möchten weg. Das war nicht gegangen. Wir haben nichts gehabt, um auszusiedeln und dann haben wir halt da einen Hof gehabt. Ach so, und durch ja. das haben wir in die Gerne reingekommen. Ah, und das habt ihr Ja. behalten? Das. Ja, genau. Genau. Die Stolzer Alm am Teisenberg gehört seit 100 Jahren der Almgenossenschaft Freitling. 1926 verloren die Bauern der Umgebung ihr Schafweiderecht am Teisenberg. 2 Jahre später stimmten 26 Landwirte beim Wirt in Freitling für den Kauf eines Bauernsach und der dazugehörigen Alm auf dem Teisenberg. Mit der Alm war eine Schankerlaubnis verbunden.
Auch nach 100 Jahren betreibt die Almgenossenschaft Freitling die Stoisser Alm. Seit einigen Jahren sind keine Milchkühe mehr auf der Alm, sondern nur noch Jungvieh. Der Gastbetrieb ist wichtiger geworden. Die 26 Bauern und Bäuerinnen, ihre Kinder und Aushilfen arbeiten abwechselnd in der Küche. Die Senner und Sennerinnen, die sie über den Sommer anstellen, sind heute nicht mehr fürs Vieh zuständig, sondern Hüttenwirte. In diesem Jahr ist Christoph Thaler der Hüttenwirt. Und ein Wurstsalat. Zwischen dem Abschluss des Dolmetscherstudiums in Wien und einer Arbeit als Deutschlehrer in Südamerika ist er den Sommer über auf der Stoisser Alm. Christoph, du bist jetzt ein Hüttenwirt da. Jetzt bin ich allein sogar, ja. Oder als einziger dauerhaft herum. Das bin ich gerade noch am Einlernen. Wobei, jetzt ist dann auch, jetzt sind es 3 Wochen, ein bisschen länger. Jetzt kenne ich mich schon langsam aus. Ich ja, viel Improvisation dann auch. Ich habe nur Aushilfen da, die Almbauern kommen heute am Feiertag, sonst an die Wochenenden oft zum Helfen. Also ich bin jetzt nicht allein, ich bin halt gerade der Einzige, der dauerhaft dann da bleibt. Und eigentlich wäre der Plan dann wieder nach der Alm Deutsch zu unterrichten, wahrscheinlich in Medellin, Kolumbien. Und jetzt auf der Stoiss. Und was wäre das für ein Kuchen? Das ist der Boden für einen Kaskuchen. Und was machst du, wenn du nicht herum bist? Dann gehe in die Hauswirtschaftsschule nach Klessheim. Genau. Aber ich bin jetzt im letzten Jahr und jetzt habe ich dann Abschlussprüfungen. Aber ich bleibe noch länger da, immer zur Aushilfe. Das ist voll meins, so in der Küche und alles. Und Bacher und die mit den Leuten und das gefällt mir richtig gut. Und jetzt hast du kurze Pause. Genau, jetzt habe ich die ersten 8 Stunden ungefähr rumgebracht. Jetzt mache ich Pause. Also ich muss in der Früh einheizen, bevor alle kommen. Und ich muss halt am Schluss die letzten Gäste dann bedienen. Und die Aushilfen fahren dann auch meistens so um 9, halb 10 spätestens eigentlich runter. Die meisten von denen arbeiten auch irgendwas anderes. Und ja, als Senner bist du halt immer da. Und theoretisch wären wir ja 3 gewesen, aber es hat jetzt keinen Monat gedauert und jetzt bin ich allein übrig geblieben. Genau. Aber, na. Das ist auch nicht jedermanns Sache. Na, man muss das schon da stehen, aber ich hab Gastro-Erfahrung, ich habe Bierzeit schon ein paar Mal gemacht, da bist du dann auch deine 12 Stunden mal auf die Haxen. Ja, also. Und ich meine, ich habe gewusst, was auf mich zukommt. Ich glaube, das war eher das Problem von den Kolleginnen, dass man sich das alles so ein bisschen idyllisch vorstellt. Und dann aber nicht daran denkt, dass man halt doch einen Knochenjob in der Küche hat und halt zwischendrin dann so eine Aussicht. Aber Und sitzt auf Nacht auch manchmal heraus. also das ist so, war nicht hinter der Hütte, ist ein bisschen ruhiger. Die Aussicht ist eigentlich, gefällt mir fast so gut wie vorn. Und wenn du 8 Stunden an dem Guckerl stehst und hinter dir reden die Leute, vor dir in der Stube reden die Leute, du musst die Bestellung aufnehmen und so weiter, dann ist eigentlich mal ganz schön, wie man da hinten draußen sitzt und seine Ruhe hat. Oder ich gehe dann zu die Kier. So, wir haben so, was weiß ich, wenn wir Brotscherzel über haben, dann darf man die fuhren. Genau, sowas ist dann ganz guter Ausgleich in der Pause. Über Staufen und Zwiesel reißt es auf. Auf der anderen Seite sind das Kaiser-Wilhelm-Haus, in dem man über 100 Jahre übernachten konnte, und die Zwieselalm von weitem zu sehen.